Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet mir. Muss ich mich vorstellen, oder? Ja, ich sag nachher. Voll. Ein neuer Tag, ein neues Glück, eine neue Folge, jetzt redet mir. Heute mit dem Faton. Brudi, Hallo zusammen. ein paar Worte zu dir, mein Lieber. Ja, wie schon gesagt, ich heiße Faton. Arbeite mit dem Hakan jetzt mittlerweile fast schon seit 2 Jahren. Ja, gehört zu den Lieblingsmitarbeitern. Da rein, da Herz. Da rein, da Herz. Ja, Ja, mehr will ich nicht verraten. Den Rest müssen wir aus der Kommt Nase langsam. ziehen. Ja, Bro, sicher ein paar Sachen, die uns connected haben. Sport. Ich glaube, mit jedem, wo ich da hocke, ist immer so Verbindungspunkt Sport. Ich schwöre, mit dem Umberto war es so, mit ein paar Kollegen. Aber ist so, durch Thai-Boxen ja, voll. sind wir uns näher gekommen. Und Ja, wir haben ja zusammen amigs trainiert und so. genau, Sparen gemacht bei uns im Genau. Dojo. genau, das Dojo Pratzen. installiert. Voll, Pratztraining. Ich weiss noch, an meinem Schnuppertag, dort hat man ja noch, übrigens, ja, gell, Gefängnis und so haben wir ja erwähnt. Ja. Dort hat man ja eine Stunde oder 2 Stunden ist man ja beim medizinischen Dienst. Mhm. Und dort hast du mir dann erzählt, eben, dass du Thai-Boxen machst und so weiter. Stimmt. Voll genau, protzt. das- Ich habe gesagt, ja. ich bin ein riesen Tier und so. Total K1-Fighter. Glory, alles. Ich schwöre, Glory, 3-mal gewonnen. Ja, voll. Nein, nachher haben wir zusammen Sport gemacht. Wir sind... Eben, du bist mal da angekommen. Nachher habe ich dich ins Jiu-Jitsu mal mitgenommen, Voll. im Ruckus. Und jetzt trainieren wir auch. Also wir Mhm. sind im gleichen Arbeitsteam und im gleichen Trainingsteam. Geil. So. Und ich habe dich da angerufen, um mit dir ein Thema zu bereden, wo du mega draus kommst, wo ich nicht so draus komme, wo ich aber auch mega schön finde. Und das ist das Thema Religion. Ein Thema, finde ich, wo Leute immer Abstand nehmen, reden wir nicht drüber, man kann etwas falsch sagen, bla 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 bla. Aber ich finde, voll die Daseinsberechtigung, man sollte darüber reden. Und du bist praktizierender Moslem. Ja, voll. So kann man das sagen. Wie machst du oder was machst du, wenn einer jetzt sagt, praktizierender Moslem? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht dein Alltag aus im Vergleich zu einem, der jetzt vielleicht nicht glaubt? Also ja, es ist sicher so, dass der Islam, also eben, ich bin praktizierender Moslem, der Islam ist immer der Vordergrund. Also es ist etwas, was nonstop bei dir in den Gedanken ist, das Praktizieren. Weil du stehst am Morgen auf, du das Gebet verrichten, Morgengebet, oder? Du tust deinen Tag so planen, dass du deine Gebet kannst verrichten, dass du 5-mal am Tag beten kannst, dass die Zeit auch einhalten tust. Das heisst, eigentlich bist du so, es ist ein Lifestyle, es ist so, du bist nonstop mit dem beschäftigt. Und es ist nicht eine Beschäftigung, die dich wie müde macht, sondern es gibt dir Kraft. Oder also bei mir ist es so, ich freue mich, wenn ich ein Gebet kann verrichten kann. Und es ist auch so, ja, jetzt habe ich eine Pflicht erfüllt. Und es ist so ein Erfüllen, nicht so wie eine Last ist weg, sondern du machst das Gebet und du freust dich, du hast eine Sehnsucht aufs nächste Gebet. Oder? Ja, das sicher. Dann kommt das mit dem Fasten, oder? Es kommt der Monat Ramadan. Du tust, wenn es klappt, eben den ganzen Monat fasten. Und du machst dir schon Gedanken, hey, wenn der nächste Monat kommt, ich freue mich drauf, was kann ich denn verändern, wie wird es auch dann und so weiter. Und es ist aber auch immer so eine Sache, du sagst auch, also bei mir ist es meistens so, ich sage auch immer, ich hoffe, dass Allah mir das ermöglicht, dass ich überhaupt Ramadan kann fasten. Oder? Es kann ja sein, dass ich morgen übermorgen nicht mehr da bin. Oder? Und dann ist schon zum Beispiel eine Tat, die ich nicht mehr verrichten kann. Ist nicht mehr da. Oder? Ja. Es ist sicher etwas, wo nonstop, also es gibt keinen Moment, wo man sich mit dem nicht beschäftigt. Ja, nein, du hast, glaube ich, schön ausgedrückt. Es ist ein Lifestyle, wie du sagst. Es ist ein Lifestyle. Es ist die Art, wie du dein Leben lebst, die Art, wie du Kraft schöpfst, indem du etwas investierst, oder? Du betest und das gibt dir eine mega Kraft, um deinen Alltag zu bewältigen.
Man muss auch sagen, der Phaton ist in unserem Gefängnis der Sonnenschein. Das sagen wir immer, Bruder. Ich schwöre auf alles. Nicht vor dir, damit du dich nicht wieder krass fühlst. Ja, ich hasse Lob, Bruder. Ich komme nicht klar mit dem. Streng dich schnell. Ja. Nein, wirklich. Er ist unser Sonnenschein. Er ist immer hure gut drauf. Außer wenn schlechtes Wetter ist. Wenn schlechtes Wetter, aber Bruder, du bist nicht schlecht drauf, du bist einfach ruhiger. Ja. Du kommst und sagst, Bruder, alles gut, ja, dann machst du deine Medikamente, die du kontrollieren musst und dann gehst du wieder. Aber das sagt jeder. Wo du jetzt 3 Wochen weg bist, hat jeder gesagt, man merkt, dass der Vater nicht da ist. Weil du bist einer, Bruder, du bist so ein Bindeglied. Du nimmst alle zusammen und ja, und keine Ahnung, man. Hast so einen Vibe, der einfach mega energiebringend ist. Danke, Bruder. Vor allem auch ich, Bruder, ich bin nicht immer gut drauf, du weißt es aber. Aber es hat sich auch besser. Oder? Es hat sich mega besser. Oder? Früher bin ich. Früher habe ich so gedacht. Was Also ich hat muss der? wirklich. Am Anfang habe ich so gedacht, so Scheiße, man kann mir den ansprechen oder was ist los, oder? Und dann hat Vanina immer gesagt, ja, chill, oder? Er hat das am Morgen nachkommt und dann hat man sich so wieder daran gewöhnt. Und bis du es mal selber angesprochen hast, so, ich bin am Morgen, gibt es Tage, wenn ich einfach... Und dann habe ich gewusst, okay, ja, er ist chillig, aber wenn er seinen schlechten Tag hat, dann ist wart nicht bis er auf einem zukommt. Ich bin Das ist wie ein besser. Tee, Bruder. Mich musst du zuerst ziehen Ziehen lassen lassen, ja. und dann komme ich. Nein, aber es hat sich gebessert. Ich muss auch Definitiv. sagen, vor 3 Monaten so, war es verdammt schlimm gewesen. Jetzt stehe ich auf und ich denke mir, ich muss sowieso arbeiten. Das stimmt, ja. Ursprünglich bin ich aufgestanden, Kaffee am Morgen, gerade duschen und durchdrehen. Jetzt ist es so, ich stehe auf, ich gehe erstmal auf den Balkon, chill, atme frische Luft ein, man, mach mir einen Blutorangensaft Ja. und das Leben fängt schön an. Bruder, und das ist jetzt genau das, wo ich vielleicht wieder aufs Gebet zurückgreifen, oder? Mhm. Wenn ich jetzt im Sommer, oder, das Gebet am Morgen verrichte, dann muss ich vielleicht um 4, halb 4 aufstehen, Viertel vor 4, oder? Und man steht auf und man ist nachher so energiegeladen nach dem, oder? Weil der Körper hat so wie Zeit, um sich, ja, dass er wach wird. Mhm. Ich kann nachher noch mal ein bisschen pennen, natürlich, aber es ist meistens so, dass man dann, eben, es gibt so Kraft, oder? Es ist ein Ritual, das man macht, so wie du jetzt gesagt hast, du trinkst den was ist das? Blutorange. Ja, machst du da den Saft, der dir einen Energieschub gibt, oder? Und dann kannst du auch den Tag normal starten. Das braucht man. Ich kann zum Beispiel nicht aufstehen am Morgen, direkt Sachen anlegen und rauslaufen. Das geht nicht. Bruder, ich habe das früher gemacht, ich schwöre. Ich bin aufgestanden, ab und zu sogar. Ich habe duscht, mich parat gemacht, dann bin ich nochmal angelegen. Und dann, Ja. Wecker hat geläutet, ich bin aufgestanden, gerade ins Geschäft. Ja. Darum bin ich immer so schlecht gelohnt ins Geschäft gekommen. Nein, man braucht das. Man braucht Ritual, man braucht Routine, um sich so wie aufzuladen. Meditieren, man kann das so etwas Das ist ja genau das. ist ja genau das, einfach Ja. eine andere Verpackung, oder? Ja. Und wieso ich überall mit dir da sitze und darüber rede, ist, weil ich kenne das sonst so, oder ich habe das mein ganzes Leben lang so erlebt. Meistens sind Leute, die religiös sind, Bro, sind so ein bisschen missionierend, weißt du? Sie kommen so zu dir und dann sagen sie, ja, aber du bist doch auch Hakan, du bist doch auch Türk. Du bist doch, wieso bist du tätowiert, Bruder? Ja. Und so. Das ist Dschina und so, mach das nicht. Ich kenne dich jetzt eben auch nicht seit gestern, schon ein Zeitchen. Und du bist nicht ein einziges Mal zu mir gekommen und hast gesagt, wieso machst du nicht? Der Glaube war immer etwas für dich gewesen, und korrigiere mich, wenn ich etwas falsch sage. Du hast es mit dir ausgemacht. Du hast nicht versucht, andere zu missionieren oder andere, ey komm, es ist wirklich geil, mach auch. Wenn man danach fragt, dann gibst du Antwort. Aber sonst machst du das nicht. Und ich habe das so noch nie erlebt und ich finde das etwas mega Schönes. Ich weiss, was du meinst. Und das ist auch vielleicht... Amix ist es sogar schwer. Es gibt Momente, wo ich jetzt als praktizierender Moslem denke, so, wieso macht er das? Oder? Aber was bringt es mir, wenn ich zu dir komme, hey Hakan? Wieso hast du dich tätowieren lassen? Du hast es gemacht. Weißt du, was ich meine? Und schlussendlich, ich hatte das schon mal erklärt, es ist ja immer so, dass Allah ist ja allverzeihend. Egal was du für eine Sünde machst, er verzeiht. Und das ist so wie eine Adresse, wo du immer kannst gehen. Egal was du machst. Du lügst, du hast trotzdem wieder Platz zu ihm. Er verzeiht dir, oder? Was aber für mich ein grösseres Problem ist, zum Beispiel, sage ich jetzt von mir aus, ist, wenn man die Furcht nicht hat vor Gott. Oder? Und das machst du nicht. Du hast
dich tätowieren lassen, alles schön und gut, aber wenn du die Furcht nicht hast, das ist für mich viel schlimmer, als wenn du gehst, Alkohol trinken, go kiffen, go Drogen nehmen, go was auch immer, oder? Dann muss ich nicht zu dir kommen und sagen, hey, mach doch das und das und das nicht, sondern ich zeige es dir eher mit einer Tat zum Beispiel. Okay. Oder mit einer, probier dir vielleicht mal erklären, ja, hey, schau, es gibt einen Gott und er verlangt das vielleicht von uns und so weiter, aber du kannst nicht bei jemandem gerade scharf reinfahren und gerade sagen, hey, du hast dich tätowieren lassen, wieso machst du das? Oder du beten, mach das, mach das. Es geht ja gerade, in dem Moment geht es bei dieser Person vielleicht gar nicht um das. Oder? Weil du musst ja so, das ist wie ein Prozess, bei mir ist das auch nicht von heute auf morgen gekommen. Ich bin auch nicht irgendwie gerade, wo ich angefangen zu praktizieren, ich habe vielleicht ein Gebet am Tag gemacht oder eins in der Woche, bis das mal richtig angefangen zu fruchten. Und ich finde, das Missionieren ist viel besser, wenn man es mit Taten macht, oder? Als dass man bei den Leuten geht und ihnen etwas eintrichtern tut. Oder? Das ist so eher das Missionieren, das ich dann mache. Oder? Ich probiere, mich von der besten Seite zu zeigen, wo zum Beispiel meine Religion mir vorschreibt. Okay, weil dann kannst du das ja auch, dann nimmst du es so wie, ja, er hat einen guten Charakter, sage ich jetzt mal, oder? Dann kannst du das ja als Mensch wie annehmen. Aber du weißt jetzt nicht gerade vielleicht, dass das mit meiner Religion zu tun hat. Und du nimmst schon mal etwas Gutes an. Ja. Und das ist ja wichtiger für mich jetzt, als dass ich zu dir komme, hey, du machst das falsch, du machst das falsch. Kritisiere dich bei allem und distanziere dich vom Glauben. Das ist ja auch... Das ist ja eben das. Ja. Das ist das, wenn Leute mit dem kommen und so dir vorwerfen, dann treibt das dich noch weiter weg. Ja. Und du denkst so, Kollege, was hat der? So, weißt. Weil du hast vielleicht dann auch gerade das Gefühl, dass ich mich als etwas Besseres gesehen habe. Ja. Oder? Ja. Aber ich weiss ja nicht, was du für einen Stellenwert bei Gott hast. Nur weil ich bete, heisst das noch lange nicht, dass ich etwas Besseres bin als du. Wie bist du dazu gekommen? Du sagst, es war nicht immer so gewesen. Nein, ich habe mal in den jungen Jahren, also ich habe wirklich irgendwie mit 10 oder 11, ich weiss jetzt auch nicht mehr genau, bin ich mal auf einen Kollegen zugegangen, habe ihn darauf angesprochen. Er ist immer, jeden Sonntag und Mittwoch ist er, glaube in die Moschee und hat dort Religionsunterricht gehabt. Und mich hat das einfach so Wunder genommen. Ich habe gedacht, so, ja komm, ich könnte auch mal vorbeigehen. Habe gefragt, ob er mich mal mitnimmt, dann bin ich mal mitgegangen. Wir haben dort halt einfach eben so Religionsunterricht, über die Geschichte der Propheten und darüber geredet. Auch das Rezitieren vom Koran haben wir dort gelernt. Aber ich habe das nicht lange durchgezogen, es ist irgendwie vielleicht ein Jahr gegangen und dann habe ich aufgehört. Weil halt eben, du bist jung und du hast, also ich habe eher Bock gehabt, mit den Kollegen zu shooten, als in die Moschee zu gehen, oder? Und dann habe ich das eigentlich jahrelang vernachlässigt. Und es ist mega krass. Und dann bin ich eigentlich zurück in der Religion, wo ich etwas von Allah wollte. Oder? Ich war in der Lehre, Abschlussprüfungen, oder? Und dann so nervös und so weiter. Ja, was soll ich machen? Es kann ja... Dann habe ich so wie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich kann jetzt nicht nur darum beten, dass ich die Prüfung bestehe, oder? Ich muss ja auch etwas zurückgeben. Ja, oder? Ja. Und dann hat mich das gepackt. Okay. Und zusätzlich habe ich dann in der Lehre ich habe im PKZ die Lehre gemacht als Edelhandelsfachmann. Und mein Ausbildner und Geschäftsleiter, der war auch ein praktizierender Moslem. Und der hat mich einfach mal darauf angesprochen, hey, willst du mal Juma beten? Und bin ich mit ihm mit. Sind wir Freitagsgebet beten. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich will jeden Freitag mitkommen. Und dann ist es so wie wieder gekommen. Aber in der Oberstufe und so 13, 14, 15, ich habe trotzdem immer so wie eine Verbindung gehabt, oder? Ich habe zwar nicht gefastet, aber ich habe gewusst, dass es verlangt wird, dass es eine Pflicht wird. Ich habe nicht gebetet, aber ich habe gewusst, es ist eine Pflicht, oder? Und das ist auch etwas, vielleicht, ich habe so wie immer in mir gehabt. Oh. Ja. Und so habe ich zu dem gefunden, dann ist es immer intensiver geworden, ich habe immer mehr Leidenschaft in das entdeckt, ich habe gemerkt, es tut mir gut. Dann bin ich mal 2 Monate arbeitslos gewesen, und dort hatte ich dann richtig Zeit gehabt, oder? Dort habe ich mich dann auch diszipliniert, für jedes Gebet habe ich mir Zeit genommen, ich habe es immer pünktlich verrichtet und, oder? Und dann ist so wie der Glaube immer stärker geworden und grösser. Ja. Und man muss sagen, also Props da an unsere Arbeitsstelle. Ja. Du darfst auch beten während der Arbeitszeit.
was ich mega schön finde, weil es ist nicht nur eine Floskel, Religions- und Glaubensfreiheit, sondern man lebt das wirklich bei uns im Gefängnis. Und ganz ehrlich, als Außenstehender würdest du denken, dort sicher nicht. Ja. Also am wenigsten wie dort. Ich weiss nicht, ich hatte ein Vorstellungsgespräch und ich habe daheim an meiner Frau gesagt, ich werde das ansprechen. Wegen dem Gebet. Ich so, und wenn es klappt, oder? Weil umso stärker der Glaube wird, umso mehr verlässt man sich auf Allah, oder? Weil man weiss, er hat mein Leben geplant. Und wenn das meins ist, dann, egal wer vor mir steht, das wird mir niemand wegnehmen können, es gehört mir. Und dann bin ich eben am Vorstellungsgespräch gsi. Es war wirklich ein mega super Vorstellungsgespräch gsi. Und dann habe ich gesagt, ich bete 5-mal am Tag so und so. Habe auch Beispiele gebracht, wie viel Zeit es nimmt, oder? Und dann habe ich den Vergleich gebracht mit einem Raucher. Der kostet, du hast deine Aufzüge gemacht ja. und bist gegangen. Ja, schön. Also sowas könnte ich mir als Beispiel bringen. So, ja, ein Raucher nimmt am Arbeitsgeber viel mehr Zeit als ich jetzt beim Gebet, oder? Und das sind irgendwie 10 Minuten vielleicht, wenn man es jetzt eben kurz macht, dann sind es vielleicht 10 Minuten höchstens am Tag. Jetzt bei diesen Arbeitszeiten. Und dann habe ich so in die Runde geschaut und habe gemerkt, so, hey, es wirkt eigentlich eher so positiv. Und alle sind so voll, ja, das ist gar kein Problem. Sie haben dann ihre Räumlichkeit, dort können sie dann beten, nehmen ihre Zeit und so weiter. Und ich so, Jackpot, ich kann das stehen. Ja. Nein, wirklich, ich finde es etwas Schönes, ich finde es auch vorbildlich. Und am Ende des Tages, wenn dir das etwas Gutes gibt, wieso sollte man das dann verbieten, wegen 10 Minuten? Voll. Also eben, ich sage ja, Sonnenschein vom Geschäft, man hat ja sicher auch etwas mit dem zu tun. Aber das hast du vorher gesagt, Bro, du da Status sprichst, du zeigst etwas, aber du weißt zum Beispiel jetzt, dass ich nicht so religiös bin. Ja. Du weißt das. Ja. Du siehst mich, ich erzähle dir Voll, Geschichten, voll. wie ich mein Leben lebe und so. Und ich verdrehe die Augen so. Du verdrehst Augen und denkst, nein, ist alles gut, ist alles gut. Astaghfirullah. Aber ich habe das nie als ein Problem in unserer Freundschaft. Oder ich habe nie so gedacht, okay, er lädt mich nur bis zu einem gewissen Grad an sich an und dann macht er zu. Was man aber viel so von den Medien mitteilt bekommt, die leben dann unter sich. Und das ist eben die Medien. Oder das ist Medien. Ja. Weil ich habe das Gefühl nie bei dir. Nein, nie. Das ist etwas, ich sage jetzt, weißt du, das Tattoo, einfach egal was du machst, du erzählst es mir, ich habe vielleicht keine Freude daran. Ich denke mir, nein, wieso macht er es? Oder? Aber ich liebe den Mensch, verstehst du? Was du für eine Tat machst, das wird dich nicht beeinflussen können. Ja. Oder? Das ist deine Entscheidung, deine Absicht. Tat an sich habe ich nicht gern, wollte ich nicht, aber dich als Mensch, das ist eben das musst du gerne haben. Ja. Weil es ist eine Schöpfung von Allah, genauso wie ich. Ich mache auch Fehler, ich mache auch Sünden. Verstehst du? Wer macht das nicht, oder? Und wir sind auch so erschaffen. Darum kann ich kann dich nicht auf eine Tat reduzieren, sage ich jetzt mal so, wo du begehst. Ja. Und es kommt noch dazu, dass man sich auch erwähnt, die Offenheit kommt eben auch, also das ist ja Gegenseitigkeit. Ich merke so, du bist eher so zurückhaltend, oder? Und nicht so offen, was das anbelangt, dann bin ich auch vielleicht eher ruhig. Ich kann jetzt auch nicht mit unserem Chef so, hey, aber natürlich, wenn er Fragen hat. Aber Ja. das ist, Ja, das ist, glaube ich, so wie du sagst, auf Gegenseitigkeit. Ich meine, du bist da gekommen, das erste Mal, das war vor dem Training. voll. Und dann hast du gesagt, Bruder, darf ich beten? Schnell. Ja, voll, das ist ja bei dir. Und dann habe ich gesagt, ja, sicher, nimm Tüchli und so. Und du hast gesagt, Bruder, danke vielmals, muss nicht sein, weißt, ich mache so, dies, das. Und dort hast du sicher auch gemerkt, okay, er lässt mich ja auch so sein, wie Genau. ich bin. Wer bin ich denn, dass ich ihn nicht wie sie lasse? Und das ist mir etwas Schönes gesagt. Du hast gesagt, Bruder, dein Glaube, das ist etwas zwischen dir und Allah. Also wer bin ich, dass ich mich einmische und sage, nein, du bist ein schlechter Mensch oder das und das. Also, Oder? eben, wie schon gesagt, das kann ich nicht. Also nach dieser Meinung, die ich gegangen ist so, hey, deine Beziehung zu Allah ist, das kann ich nicht beeinflussen und ich weiß auch nicht, was das für eine Beziehung ist. Weißt, ich kann nicht sagen, du bist ein schlechter Mann, Mensch, weil du kiffst oder was auch immer. Macht dich das schlecht? Wenn du einen guten Charakter hast, macht dich das schlecht. Du kannst ja das alles sein lassen, oder? Und keine Ahnung, das grösste Arschloch sein, charakterlich sein. Wo hört es denn für dich auf? Ja, wenn es so wirklich... Also jemand kifft jetzt, oder? Wir haben das schon mal das Thema bereden. Ja. Du hast gesagt, Bruder, das ist etwas so, eben, wir sind in der Schweiz, ich finde es nicht gut machen. Jetzt kommt jemand, aber er kokst.
Sagst du dann auch das Gleiche? Einer kommt und er nimmt Heroin. Sagst du dann auch das Gleiche? Oder wo hört es wie... Wo das aufhört. Oder? Mir hört es meistens auf, wenn du wirklich anfängst, den anderen Schaden, weißt, wenn andere Leute wirklich einen Schaden haben von dir. Du nimmst Koks, fängst an Leute zu verprügeln, keine Ahnung was. Oder? Und das ist wirklich, oder du bist einfach ein Störfaktor für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Oder? Ja. Das ist so, vielleicht aber auch das Gleiche, wie wenn ich jetzt, ich bin praktizierender Moslem, oder? Und da umeinander säckeln in Zürich und irgendwie jeder probiert darauf, also zwingen, dass er den Islam annimmt und du musst Moslem sein und bla, weißt, dann bin ich auch so wie ein Störfaktor, oder? Ja, Also es ist mehr so, sobald es irgendwie ein Miteinander stören, dann ist es für mich schon... Aber wenn ich weiss, dass du Koks ist, oder? Ich würde vielleicht schon sagen, hey, Hakan, schau und so, wie das ist vielleicht schon eher eine Schiene, wo du nicht fahren solltest, oder? Aber wegen dem bist du für mich nicht ein schlechterer Mensch. Okay. Aber wenn ich dir sage, Bruder, ich kiffe und meine Mutter will das nicht und ich tue mein ganzes Umfeld wie verdrecken mit dem, also ich verdrecke im Sinne von, man hört, dass viele der Leute, die kiffen, die sind einfach am Chillen, Bruder, die machen nicht viel. Und dann gibt es Leute, die ihre Familie vernachlässigen, das wird dann auch schon etwas sein, wo du sagst, Bro, also, ja. Oder Hauptsache es tut nicht das Umfeld wie stören. Ja, es ist nicht so, dass ich dann also mich von dir distanziere oder so, aber ich würde es dir wirklich sagen, aber es ist halt einfach, ich würde es dir glaube auch sagen, wenn ich jetzt nicht praktizierend wäre. Das ist aber du als Mensch ja, ist das dann würde ich dir sagen, hey Hakan, du vernachlässigst Familie und, oder das... Ja, und das ist nicht gut, so. Genau. Lass doch leben lassen. Aber ich muss jetzt zum Beispiel sagen, ich finde, ein Drogendealer finde ich zum Beispiel viel schlimmer als einer, der Drogen nimmt. Gell, das hast du mir letztes Mal gesagt, ja. Das finde ich viel schlimmer, so... Weil er die Gemeinschaft stört, genau. Weil er die Leute süchtig ja, macht. Und wie viele Mütter brüllen zum Beispiel, weil der Sohn abhängig ist. Klar, ich gehe selber Drogen holen, so in dem Sinn, oder? Aber eben, jemand bietet es an. Und die nehmen es ja meistens dann auch. Und was habe ich dir auf das gesagt, letztes Mal, weißt du noch? Oh, wir haben darüber geredet, und ich habe dir gesagt, am Ende des Tages, Bro, Alkohol ist auch eine Droge. Ah, genau. Ist jetzt der im Kopf schafft. Genau das Gleiche wie ein Drogendealer. Ja, Bruder, das ist etwas... Schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema, weil man kann jetzt sagen, er geht ja für Familie arbeiten und. Er hat vielleicht gerade keine andere Möglichkeit, verstehst du? Und ein Drogendealer hat andere Möglichkeiten. Er kann einen normalen Job machen, oder? Er kann sich ausbilden lassen und. Kann der beim Däner vielleicht auch. Ja, er hat jetzt nicht das Fach gemacht, oder? Aber er gibt sich Mühe für etwas. Für mich wäre es nicht, ich würde das nicht machen. Als praktizierender Moslem jetzt irgendwo an einer Kasse hocken und Alkohol verkaufen. Gibt es nicht, aber genau gleich wie bei Tabak. Gibt es auch nicht, mache ich auch nicht. Weil das ist für mich etwas... Ich kann dir nicht sagen, es ist nicht gut und da verkaufen. Ja, genau. Das ist genau die Vorbildsfunktion, wie du sagst. Oder? Dann, wenn es mich einschränkt, dann mache ich es trotzdem, weil ich will nicht eingeschränkt sein. So. Okay. Aber Drogendealer ist wieder etwas... Bro, ich weiß nicht, man, das ist... Bro, ich sag dir ehrlich, von der Psychiatrie her, ich kann dir Geschichten erzählen. Also Alkohol... Das ist eine grössere Droge. Ist das Schlimmste. Und wie ich dir auch gesagt habe, weil jetzt als Süchtiger sage ich dir, es ist nochmal ein Hindernis, dem Dealer anrufen und sagen, hey, kannst du mir 10 Gramm Koks oder was auch immer wir bringen. Du musst abmachen, du musst dies, das, aber ein Alkoholiker, ein Ex-Alkoholiker, dein Dealer steht immer neben dir. Du gehst posten, der steht neben dir und die Verlockung ist genauso groß wie für den, der Koks kifft oder Heroin nimmt. Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema und das ist auch, finde ich, in unserer Gesellschaft ein bisschen, ja, keine Ahnung, also es ist für mich genau eine Droge wie jede andere. Ja. Wenn nicht schlimmer. Definitiv. Führt zu viel Problem. Hast du eine Frage an mich? Ja, was sagt eigentlich das? Also, was bedeutet für dich Islam? Mit dem Praktizieren, oder könntest du dir das mal vorstellen, praktizieren? Oder ist es eher etwas, wo du sagst, oh mein Gott, nein, ich habe komplett einen anderen Lifestyle, ich könnte mir das nie vorstellen. Oder es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, ja, dann irgendwann mal mit 50, oder? Wenn ich mein Leben gelebt habe, meine Ziele erreicht habe,
Ja. Was ja noch falscher ist, finde ich. Jetzt lebe ich Ja, Bruder, und dann, wenn ich nicht mehr jung bin und nicht mehr abgehen kann, dann Genau. bete ich. Dann, Ja. dann habe ich noch so Ja. ein gutes Wort bei Allah eingelegt. Nicht? Also ich finde das Ja, sicher. Bruder, wer sagt, dass du 50 wirst? Ja, eben. Das Dann ist ja auch noch dazu Ja, dann so. kann ich ja sagen, easy, ich mache, wenn ich 90 bin. Ja. Verstehst du? Es ist ja so wie Eben. ein Vertagen, wenn du schon überzeugt Voll. bist von dem, Dann jetzt, dann machst machst das du jetzt in Ja. deinem Alter, machst das. Machst es. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du weniger Lebensqualität hast. Im Gegenteil, oder wie gesagt, du kommst ins Geschäft, du bist gut gelohnt, du sagst, es gibt dir wie Kraft. Mhm. Wir gehen nachher, eben nachdem, gehen wir ins Training Voll. zusammen, wir rollen zusammen. Du gehst auch, es ist ja wie keine Limitierung. Nein. Ist es nicht. Das Einzige, was ist zum Beispiel eben, ich gehe nicht in den Ausgang. Ja. Oder? Ja, trinke keinen Alkohol, rauche nicht, kiff nicht. Oder das sind halt alles so Sachen, die ich nicht mache. Mhm. Oder es ist halt auch... Ich sage mehr, dass wenn du überzogen bist, aber du nicht praktizierst, weil du saufen zum Beispiel, oder? Dann gehst du einfach deiner Gelüst nach. Mhm. Du hast Bock auf das und du machst es. Aber wenn du überzogen bist, dann sage ich, es ist immer noch besser, du kommst von Alkohol nicht weg, aber du tust beten. Weil irgendwann wird dich das vom Alkohol wegbringen. Ja, du sagst, es gibt dir so eine Kraft, Ja. dass du auch von dem Ja. wegkommst. Zu deiner Frage, ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ich habe einen ganz anderen Lifestyle. Es ist auch... Es ist nicht, dass ich mich noch nie damit befasst habe. Weißt? Ich weiss noch, also meine Mutter hat uns so großgezogen. Es ist Tatsache. Meine Mutter hat auch, wenn wir nicht haben können schlafen, hat sie gebetet für uns. Ich bin auch in die Moschee gegangen. Ich habe immer noch ein paar Gebete. Krass. Also Subanik, dann Etiyat, Al-Masali, Al-Mubarak. Die kann ich noch. Ist kleben geblieben. Für mich ist das mit der heutigen Zeit wie nicht... Stimmt das wie nicht überein. Und ich bin der Meinung, und vielleicht magst du mich jetzt nicht nach dieser Aussage, aber für mich ist das etwas, was es früher wie gegeben hat, das war unser Regelwerk von früher. Mhm. Oder ich sage dir etwas zum Beispiel. Früher hat man eine Stimme gehört, oder? Jesus hat Gottes Stimme gehört, oder Hazrat Isa ist das ja. Und er war ein Prophet gewesen. Heute hörst du eine Stimme, und du bekommst fette Ladung Neuroleptika und spielst in die Psychiatrie geschickt. Verstehst du? Ich weiss, was du meinst, ja. Vielleicht durch die Zeit Bro, in der Psychiatrie, wo ich gearbeitet habe, und auch, ja, wie ich Sachen hinterfragt habe und keine Antwort bekommen habe, oder ich habe immer gehört, das darfst du nicht fragen. Verstehst du? Das darfst du nicht fragen. Sobald Antworten wie nicht mehr gelangt haben, hat man mir gesagt, das darfst du nicht fragen. Und ich habe gedacht, wieso darf ich das nicht fragen? Gina, darfst du nicht. Das hat für mich wie einmal keinen Sinn gegeben. Ich sage nochmal, jeder, der betet, jeder, der gläubig ist, ich finde das etwas mega Schönes. Wenn dir das Kraft gibt, wie gesagt, wenn das dein Gott ist, Bruder, du kannst sicher sich respektieren. Also ich tue das mit Samthändchen anlangen. Das merkst du, glaube ich, auch. Wenn ich würde niemals etwas wie schlecht sagen. Aber wenn du nach meiner Meinung fragst, dann bin ich auch offen und ehrlich sicher, genug, um zu sagen, wegen dem und dem Grund nicht. Ja, aber das ist interessante Antwort. Für mich ist so Fragen stellen, das ist ja wichtig. Also du solltest auch Sachen hinterfragen. Und das mit der Stimme und so, ich weiss, was du meinst. Jetzt, wenn du so auf dieser Sicht anschaust, wo du jetzt erlebt hast, verstehe ich das. Aber ich finde nicht, dass du das mit jemandem kannst vergleichen kannst, der eine psychische Krankheit hat. Oder? Weil es gibt ja Bücher, es gibt den Koran, es gibt die Bibel, Tora und so weiter, wo ja sagen, wo ja drauf steht, was das für Stimmen sind oder was die Stimme gesagt hat und so weiter. Und jetzt zum Beispiel, es gibt mega ein simples Beispiel, im Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, bei ihm war es ja so gewesen, dass er hat ja die Offenbarung bekommen vom Jebrail, oder? Das ist ja der Engel Gabriel. Und die Sachen, die ihm gesagt worden sind, die sind ja dann irgendwann mal mit der Zeit aufgeschrieben worden.
Und das sind Sachen, wo du nicht kannst sagen, hey, der hat eine Stimme gehört, wie zum Beispiel jemand, den wir jetzt im Knast haben, der psychisch krank ist oder was auch immer. Es sind ja Sachen, die Sinn machen. Oder du hast ja Sachen wie zum Beispiel im Koran ist der Werdegang vom Embryo erklärt. Und das ist ja eine Offenbarung, wo der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam vom Jebrail bekommen hat. Oder durch den Jebrail von Allah. Oder? Und das ist ja nicht einfach etwas so, ich höre jetzt eine Stimme, schlag dort rein oder sie sagen mir das. Oder, verstehst du? Es ist etwas, wo vor 1400 Jahren, wo jemand eine Nachricht bekommen hat, wie das Embryo entsteht. Und nicht, es ist nicht einfach erklärt. Es ist erklärt vom Samen, was es für eine Form einnimmt, in welchem Zeitabstand und. Verstehst du? Das sind so Sachen. Oder zum Beispiel etwas wie die Sonne. Oder? Das ist ein mega krasses Beispiel. Ich schaue, es gibt so ein Video auf YouTube und ich schaue das Video so gerne an. Es erklärt die Sonnenstrahlen, wie warm ist die Temperatur von diesen Sonnenstrahlen. Und das sind bei irgendwie 5778 K. Oder? Und wenn du den Koran aufschlägst, beim ersten Mal, wo die Sonne erwähnt wird, ist in einem Kapitel, bis zum letzten Mal ist im Kapitel Sonne, sind dazwischen, Vers nennt man das sind so wie Sätze, sind genau 5778 Sätze. Okay. Verstehst du? Ja. Und jetzt können wir uns einbilden, ja, das haben sie doch extra so geschrieben und so weiter. Aber für mich ist das, ich suche nach Ausrede. Oder? Für mich ist es ganz klar, wie haben sie das wissen vor 1400 Jahren? Oder? Oder auch das ganze Sonnensystem und so weiter. Dass sich zum Beispiel die Sonne in welcher Achse sie sich dreht oder wie sie sich bewegt und so weiter. Wie haben sie das wissen vor 1400 Jahren? Ja. Das sind so Sachen, zurück zu dem Beispiel mit diesen Stimmen, oder? Das ist so für mich ein Argument, wo ich finde, ja, es ist schwierig, um das so einfach zu akzeptieren. Ich finde das, ich verstehe dich. Ich meine, du hast jenes Zeug in der Psychiatrie erlebt, kann ich mir gut vorstellen. Weil vor dir sind sicher sehr, sehr kranke Menschen gestanden und so. Aber das ist so für mich etwas, wo ich sage, hey, das sind doch klare Zeichen, wo eigentlich, also für mich ist das, hey, nur ein Blinder sieht das nicht. Ja. Checkst? Ja, oder man will es nicht sehen. Ich aber auch glaube, wie du sagst, man hört es, bist du eher einer, der glaubt, dann versuchst du den Sinn dahinter zu sehen, oder bist du einer, der nicht glaubt, dann versuchst du einfach Ausreden, wie zu finden. Ja, also, definitiv. Oder? Und ja, am Ende des Tages wissen wir gar nichts. Ja, das ist das so. werden wir sehen, wenn wir dann tot sind oder auch nicht. Wichtig ist einfach, oder die Message von der Folge, die wir aufnehmen wollten, ist einfach, man kann andere Ansichten haben, man kann andere Glauben haben, praktizieren, definitiv, nicht praktizieren. Ja. Am Ende des Tages, ob du glaubst oder nicht, ja, wir sind alles Menschen, wir sind alles eine Rasse, respektieren wir einander, zeigen wir Liebe aneinander, weil alles andere bringt sowieso nichts. Und in keiner Religion ist Hass, glaube ich, vertreten. Und ich finde schon etwas, es ist schon so, der Islam ist schon etwas, ist schon verrufen, so ein bisschen, Bro. Man sagt immer so, also ich sage zum Beispiel ein Beispiel. Du hörst einen Anschlag und dann sagst du, ist das, wie sagt man, ist das mit religiösem Inhalt, wie nennt man das? Das ist ein Terroranschlag. Terroranschlag, genau, ja. Und alle denken gerade an Islam. Ist so, ja. Verstehst du? Aber das ist und das stört mich brutal. Ja, das ist leider so. Und nicht nur dich, jetzt musst du dir vorstellen, wie ich mich als praktizierender Moslem fühle. Bro, 1 Milliarde Mal schlimmer. Sicher. Es ist etwas, wo du wirst abgestempelt. Ja. Gewisse Leute, unwissende Leute, sage ich jetzt mal, die sich nicht informieren, die in 20 Minuten, die eine Gratis-Zeitung lesen, oder, das Gefühl haben, dass sie jetzt, wenn sie den Artikel lesen, dass sie etwas wissen. Oder? Ich finde das eigentlich ein mega naiver Gedanke. Total. Weil du hast dich nur informiert über etwas. Es ist eine Information, es ist nicht Wissen. Es ist eine Information von einer Gratis-Zeitung, oder? Wo sowieso eben scharf drauf ist zum Heizen. Ja, definitiv.
Ja, du kannst nichts anfangen mit dem. Wenn du über etwas dich erkundigen willst, damit du auch etwas weißt über das Thema, dann musst du an die Quelle gehen. Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht sagen, ja, ich habe das und das gelesen bei 20 Minuten, das und das passiert mit psychisch kranken Leuten oder was auch immer. Ich kann zum Hakan gehen. Hakan, was hat die Krankheit auf sich? Was sind für Symptome? Oder wie tun sich die Leute benehmen und so weiter? Oder dann weiss ich, hey, er hat das Zeug studiert, er weiss, was genau mit dieser Krankheit, was die Krankheit mit sich mitbringt. Oder? Darum gehe ich zu dir, ich gehe an die Quelle. Oder? Das ist auch so eine Nachricht für alle. Geht, wenn ihr irgendetwas wissen über den Islam, dann geht an die Quelle. Gang zu einem Imam oder was auch immer, frag ihn. Und egal was für eine Frage, ungeniert, egal was für eine Frage, gang und frage. Schäm dich nicht, frag einfach. Voll. Ist das so deine letzte Message? Nein, meine letzte Message geht an ich habe 2 Messages. Bruder, du kannst an 10'000. Der grösste Respekt an die muslimische Frauen da draussen, die ihr Kopftuch tragen. Das ist für mich so etwas, man merkt gerade, mich kann man auf der Straße anschauen und sagen, ja gut, er hat Bart und so, du musst ja nicht Moslem sein. Aber eine Muslima, die ihr Kopftuch trägt, das ist etwas, du weißt ganz genau, um was es geht. Ja, oder? Du siehst das ihr ja. gerade an. Ja. Und ich finde das etwas so Starkes. Okay. Wenn das eine Frau in Mitteleuropa knallhart durchzieht. Trotz der Vorurteile, die man hat. Definitiv. So. Also du sagst so, wie die Leute zeigen, wie stark der Glaube ist, trotz all diesen Fingerpointer und die sagen, wieder Islam, dies, das, genau. dass die sagen, scheiß drauf, ich trage das und ich trage das mit Stolz. Voll. Und das würdigst du mega. Ja, okay. Ich finde das richtig stark. Und das andere ist an die Muslime allgemein, dass sie einfach schauen, wie man sich benimmt, oder? Weil als Moslem oder egal, auch als Christ oder was auch immer, man repräsentiert die Religion. Oder? Und wenn man sich schlecht benimmt, dann geht es eben genau zurück auf die Religion. Man sagt, schau, der Moslem, wie der sich benimmt, ist ja klar, das ist ja in der Religion so und so weiter. Voll. Oder? Das ist noch meine letzte Nachricht. Voll. Ich will noch etwas ansprechen und das ist einfach jetzt mega angriffig, aber ich will es trotzdem ansprechen. Wieso haben die Leute immer das Gefühl, dass Moslems oder Leute, die von dieser Dings kommen, ihre Frauen schlagen? Eines steht im Koran. Bruder. Es gibt einen Hadith. Ein Hadith ist eine Überlieferung. Und Überlieferungen im Islam, die sind extrem kontrolliert. Also es ist wirklich, das hat eine Geschichte dahinter. Du kannst nicht einfach eine Überlieferung lesen und sagen, es ist so, oder? Es ist etwas mega Kontrolliertes. Und wenn eine Überlieferung stark gestuft ist, oder, dann ist es wirklich, es ist kontrolliert worden, es ist wahrhaftig und so weiter. Und wenn es mich nicht täuscht, es gibt eine Überlieferung, wo der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihn, gesagt hat, dass die Besten unter euch die sind, die mit den Frauen am besten umgehen. Mit dem Spruch schliessen wir das. Wir gehen ins Training, gehen uns ein bisschen verprügeln. Was wir können, wir zeigen. Starke Junge. Starke Muskeln. Bruder, danke viel mal. Danke wirklich dir. auch für das offene Gespräch, auch dass ich Fragen stellen darf. Aber eben, ich kenne dich so. Offen, ehrlich, ich frage einfach, Bruder. Wir können über alles diskutieren. Wir sind alles Menschen. Voll. Das ist so. Sind tolerant. Akzeptieren andere. Und respektieren Definitiv. jeden. Vor allem eure Mutter. Ja. Ciao zusammen. God.